Hallo, ich grüße euch. Servus. Aleria oder Aleria ist ein Selbstwickelverdampfer. Ich habe ihn aus China gekauft für mich selber. Der Original ist von Augweb. Den hat es damals noch nicht gegeben, kenne ich ja nicht, muss ich ehrlich sagen. Ich habe mir jetzt den Style, also den Klon, bestellt aus einem bestimmten Shop aus China. Und 2 Wochen später ist dann der Authentic, also der Original von Augweb auch. Der kostet 5 Euro mehr. Das Teil hat um die 11 Euro gekostet, was er hier jetzt sagt. 3 Milliliter passen eine, 23 Millimeter im Durchmesser. Ist aber nicht für Wickeleinsteiger und für Ungeduldige geeignet beim Wickeln. Ist auch nicht der Alltagsdampfe. Wir haben jetzt schon über eine Woche im Einsatz, habe schon mehrere Wicklungen getestet. Es ist mehr oder weniger ein Gerät durch den Glasschimmy, Kamin da drin. Kann man mal einen Laien, was Dampfen betrifft, vielleicht nicht nur sagen, da drinnen ist ein Coil und die wird erwärmt und so, sondern man kann es einem dann auch zeigen, wie da drinnen das mit der Dampfentwicklung ist, dass man da sieht, dass da nichts brennt. Er hat aber ein paar Sachen, die wo es einfach nicht so richtig ausgereift sind. Nach meiner Meinung. Und das erkläre ich euch auch kurz, wenn es noch interessiert. Schmecker tut er, wenn er läuft, gut, aber man kann jetzt den nicht nehmen und sagen, so, jetzt passt er, weil der ändert sich unterm Dampfen ab und zu. Es sei denn, man hat genau das Glück, dass man genau richtig erwischt hat. Also, lange Rede, kurzer Sinn, wir gehen jetzt einmal und schauen uns an, wenn es noch jemand interessiert. Also, ciao, ciao dabei. Also, ihr habt es eh schon gesehen. So, Aleria, wie auch immer. Er hat ein Top-Filling, da hat er da gerändelt. Aber um die obere Einheit zum Ausziehen, kann man die 3 Abschnitte voneinander trennen und dann seht ihr selber, das ist glatt. Und das ist der einzige Unterschied, was ich gesehen habe beim Original, dass der das da auch griffelt hat, weil beim Topfilling muss man genau den zweiten herhalten. Man muss da aufschrauben. Mit dem Trip-Tip hat man die Liquid Control, das zeige ich euch noch. Da kann ich dann den Schimmy bis auf Anschlag leicht obendrehen und dann aufmachen und befüllen. Das funktioniert soweit recht gut. Die Nachteile sind, da ist bei dem keine Riffelung, beim Original schon. Verarbeitung und so ist eigentlich okay, aber ich sage euch jetzt gleich, was mir nicht gefällt und warum das er deswegen nichts taugt, in meinen Augen. Also Topfilling, Kämmer ist nichts Neues. Trip-Tip passt da jetzt andere, aber das ist ein spezielles. Seht ihr es? Das hat da 2 Nosen dran und die Nosen, die greifen da herinnen. Schauen wir mal, wie ich es euch zeigen kann. So, da. Stellt euch das vor, ohne den Deckel da. So, und ein normales Trip-Tip passt zwar da oben, aber da unten, das geht mir ab und das brauche ich nämlich zur Liquid-Kontrolle-Verstellung. Ja, seht ihr, da kann ich das auf und zudrehen. So, natürlich kann ich dann das auch noch mit zerlegen. Dann kommt das obere Teil direkt raus mit dem Glaskamin. Das ist nur aufgesteckt. Die Tanksektion ist eine komplette Einheit, die ist unten aufgeschraubt, ist eigentlich okay gemacht. 2 O-Ringe auf einer Seite kann man rausschirmen, den Tank, aufpassen auf die beiden O-Ringe. So, jetzt gehen wir zu der Glux. Wenn wir mir den Kamin oder Schimmy oder wie wir das auch nehmen, ja, das dichte praktisch jetzt im geschlossenen Zustand, wenn ich die Oberdraht habe, liegt die da plan auf. Und jetzt fällt euch schon was auf, seht ihr, ich habe eine Spule, ja. Was heißt das? Ich habe da meine Wattekammern und habe aber da schon die Höhe unter der Coil, wo die Airflow von der Seite reinkommt. Also er hat eine verstellbare Airflow beidseitig, die funktioniert auch. Also das ist alles wirklich sauber gemacht, kann man nicht schimpfen. Was passiert jetzt? Bei einem anderen Kamin haben wir unten ein Gwint. Ja, da wird der aufgeschraubt mit einem Gwint. Das heißt, das Gewinde läuft ja mit seinen Gewindespiralen um die ganze Umdrehung. Wenn ich ein bisschen hochdrehe, dann kommt das Liquid bis daher und da wird es mir von dem Gewinde, auch wenn es nicht 100% dicht ist, aber es wird zumindest einmal, es lässt nicht so viel Menge durch und es gleicht den Druck aus. Also den ganzen Druck nimmt es nicht auf. Das passiert ihm da nicht. Das heißt, macht sie unten eine Umdrehung auf
und fällt da ein Liquidstand auf die Höhe, dann möchte ja der Druck da herinnen ausgeglichen werden und das Liquid möchte so hoch auf. Dann schießt euch also nicht nur da in die Watte rein, die saugt dann auf, aber wenn es eine volle Watte ist wie jetzt, die wo schon vollgesaugt ist, die wo nichts mehr aufnimmt, dann läuft euch das Liquid da oben genauso hoch auf wie im Originalding und läuft euch unten bei der Airflow raus. Also ich hoffe, dass ich das jetzt erklärt habe. Das ist der ganze Schmarrn, was sie gemacht haben. Die hätten da herum halt nochmal ein O-Ring oder was machen müssen. Ja, der wo zumindest von der Dicke so ist, dass man das anfeuchten muss, das Glas drüber schieben kann, dass es drehbar ist, aber trotzdem einen Kontakt zum Glas hat, dass eben das Liquid, wenn es von unten kommt, nicht da reinschießt und in die Luftkanäle. Ja, weil die Luftkanäle, Velocity Deck, das ist alles dasselbe. Ja, jetzt hast du nämlich ein Problem. Du hast zu, du befüllst, da fällt da hinten und vorne noch nichts. Jetzt drehst du eine Viertelumdrehung auf, jetzt kommst du unten her. So, dann geht's schon. Ja, okay, die Watte, dann hast du was für Wicklung, wie viel Watte und. Brauche ich euch nichts erzählen. Kennt euch aus. Das ist ein Rathaus, ist das. Also da kannst du umeinander tifteln wie irre. Dann kuckelt er, dann gehst du mit der Leistung runter. Oder du drehst noch mal eine Viertel oder halbe Umdrehung auf. Auf einmal läuft es da unten aus, weil dann einfach zu viel, weil der Spalt dann zu groß wird und das Liquid nicht nur da hingeht, wo die Watte ist, sondern in der anderen Stelle durch den Spielraum, wo es da hat, ja, durch das da, schießt es mir auf. Ganz klar, wenn ich da so viel Liquid habe, dann druckt es. Und wie ist das, wenn eine Flüssigkeit druckt, so hoch wie der Stand da ist, möchte es an der anderen Kammer auch den Stand erreichen. So, und das kann da nicht verhindert werden. Und jetzt hast du ein Problem, wenn er dampft und du erwischen schön, ist er gut vom Geschmack. Aber ist halt erwischt. Und dann läuft er eine Zeitl, dann kommt er mal irgendwo schief hin oder irgendwas ändert sich vom Druck oder gerade eine kleine Umdrehung am Triptip um, dass das nur ein bisschen, ich sag's euch, dann kuckelt er auf einmal von heute auf morgen wieder von einem Zug auf den anderen oder es läuft über Tent wieder drüber. Also Abteilung Anschauungsstück für Erklärung, ja, und für Schulungen kann man das hernehmen. Na, Spaß beiseite. Für daheim auch, aber geht es nicht aus dem Haus und passt es daheim auf, nehmt euch immer was mit. Im Prinzip ist einer für die Vitrine. Und die einzige Veränderung, was der Original hat, dass eben, wie gesagt, das Teil da auch noch griffelt ist, dass man ein bisschen leichter aufschreiben kann. Ansonsten ist eigentlich schon, aber ich darf sagen, ich probiere das jetzt mal für mich, dass ich vielleicht da einen O-Ring finde, dass ich das zwar drüber kriege, aber dass ich das da abdicht, da herum hat. Dass das Liquid nur bis daher kann, bis zu dem Ring. Weil das passt einfach nicht dort. Ja. Der ist eh schon angefressen, der Ring dort. Also das ist eh schon da. Aber das Glas ist einfach zu groß. Ne? Da ist ein Spalt. Ja. Das haut er so nicht hin. Gut, das war's schon wieder. Dann sehen wir uns wieder nicht mehr. Dankeschön fürs Einschauen. Viert euch.